Gnaden des Schicksals hatten die flüchtenden Truppen des Genestealer-Kults unter Sergeant Behemoth nach Melusia geführt, wo sie mitten in einer zurückgelassenen Fabrik des Adeptus Mechanicus gestrandet waren. Doch die Situation spitzte sich zu, als eine Gang auf den Hügeln erschien und die Fabrik unter Beschuss nahm. Nun gilt es so schnell wie möglich aus diesem Kreuzfeuer zu entkommen. In dieser Geschichte wird der hastige Versuch, den Gefahren zu entkommen, beschrieben. Doch ist das Schicksal gnädig und der Verstand der Flüchtenden scharf genug? Eine Warhammer 40k Geschichte. Geschrieben von Weltenspiel. Gelesen von Sarauses. Die erhitzte Situation um die gestrandeten Genestealer-Kultisten begann zu brodeln, denn die verschiedenen Minenfahrzeuge auf den angrenzenden Hügeln hatten begonnen, ihre Mörser aufzustellen, um bald darauf laute, heulende Geschosse in die Richtung der Fabrik zu schießen. Die auf der verlassenen Welt zurückgebliebenen Soldaten des Adeptus Mechanicus teilten derzeit ihre Aufmerksamkeit, um sowohl einige Skitarii zu den gerade gelandeten Rettungskapseln zu schicken, als auch die größeren Geschütze der Dunecrawler auf die Minenfahrzeuge zu richten. Sergeant Behemoth, der Mann, der bereit war zu kämpfen und seinen Gefährten die bisherige Flucht ermöglicht hatte, saß nun hinter einem umgefallenen Metallträger und erwiderte ab und an das Feuer, um weiteren Männern und Frauen den Weg zu decken. Er musste zusehen, wie einige der Kapseln den überhitzten Plasmakaliber zum Opfer fielen, oder wie aussteigende Kultisten sofort vom Feuer der Skitarii erwischt wurden und mit Löchern überzogen auf den staubigen Boden fielen. Doch Sergeant Behemoths Kampfeswillen war trotz der glühenden Situation noch nicht durchgebrannt, und er grinste jedes Mal, wenn er einige Schaltkreise der Feinde durchschossen hatte. Doch die Skitarii, die in ihrer Statur mehr Mensch als Maschine waren, kamen näher, während der Mörserhagel der Gang, der nun wie Sterne über ihnen hing, langsam wieder an Distanz verlor und auf die Mechanikumfabrik zuraste. Im Rauch und Donner der Explosion entflammte sich der Platz, und Staub und Metall fegten beißend auf und umhüllten alles. Die Mörser waren präzis und trafen vorwiegend die Stellungen des Adeptus Mechanicus, doch zahlreiche weitere Treffer verschlangen die Rettungskapseln in Feuer und nahmen zahlreichen Kultisten sowie den aufholenden Skitaris das Leben. Der Sergeant, der gerade Staub und Sand ausspuckte, strich sich den Dreck aus dem Bart und erhob sich, während er laut auf den Hangar hinter ihnen zeigte und dabei schrie: Los, folgt mir! Wir müssen hier verdammt noch mal raus! Dann rannte er los, gefolgt von seinen Gefährten, verhüllt vom qualmenden Rauch des Mörserbeschusses. Und während sie rannten, konnte er bereits fern die dumpfen Schüsse erneuter Mörserladungen hören, gefolgt vom lauten Motorenkreischen, verursacht von erwachten, wendigen Fahrzeugen, die auf die Stellungen des Mechanicus zurasten. Das rostige Nebentor des Hangars stand offen und gewährten den Fliehenden Zugang ins dunkle Innere. Nur wenig Licht drückte schwach durch die Risse und Lücken, die der Zahn der Zeit im riesigen Hangar hinterlassen hatte, und viel Staub lag in der Luft, der wie Nebel hochstieg und so der kühlen Sonne die restliche Kraft nahm. Sergeant Xyphus trat zu Sergeant Behemoth und zischte völlig außer Atem, dass einige Soldaten die Tür gerade verriegelten, aber die Truppen des Mechanicus bestimmt nicht allzu lange warten werden. Sergeant Elina Xyphus war eine alte Bekannte von Behemoth.
Beide schlossen sich zur selben Zeit dem Kult an, wo sie seither gemeinsam die unterschiedlichsten Situationen durchgestanden hatten. Nach der Mission auf Lehen schloss sie sich mehr den Akolyten an und machte sich mit ihren Wegen und Künsten vertraut, was sich mit jedem verstreichenden Tag mehr an ihr zeigte. Ihr krauses Haar war mittlerweile komplett zurückgegangen und durch psionische Kontakte war ihr Schädel bereits weit angeschwollen und erinnerte an die Hybriden, die oft in den älteren Kults vorzufinden waren. Ihr Gang war gebückt und ihre Hände waren bereits besetzt mit langen, scharfen Krallen, die Ergebnisse seltsamer Experimente eines Biophagus waren. Äußerlich war sie keineswegs mehr die kräftige, standhafte Frau, die Behemoth noch von Lehen kannte, denn dafür hatten die Experimente zu viele Spuren hinterlassen. Doch innerlich kämpfte sie genauso tapfer und standhaft, ja sogar noch mutiger und kräftiger, und er sah in ihr nach wie vor eine zuverlässige Partnerin im Kampf gegen die zahlreichen Gefahren der Galaxie. Während der Kampf draußen andauerte, hatten die Truppen von Behemoth und Cyphers einige alte Scorpius Dune Rider entdeckt. Die bootartigen Schwebetransporter wurden primär von Skitarii genutzt, um weite Distanzen schnell zu überbrücken und ihre Truppen effektiv und rapide in den Kampf zu bringen. Doch nun dienten sie als perfekte Fluchtfahrzeuge für die gestrandeten Männer und Frauen des Kultes. Doch das Adeptus Mechanicus hatte die gestrandeten Kultisten nicht vergessen. Denn während zwar draußen weiterhin Motorenlärm und Mörsergeschosse zu hören waren, wurden auch langsam Schweißgeräte an den verriegelten Türen angebracht. Doch sie waren zu spät. Denn als die Tür endlich aufgebrochen wurde, saßen Behemoth und sein Gefolge bereits in den Dune Riders, die klappernd zum Leben erwachten und auf das westliche Hangartor zurasten, während hinter ihnen die schweren Cognis-Maschinengewehre zu feuern begannen. Sergeant Cyphers, seit je eine Genießerin und Expertin von Demolition Charges, hatte das Tor bereits dergestalt präpariert, dass es mit einem kurzen Knopfdruck ohrenbetäubend in zahlreiche Trümmer explodierte. Die 5 Dune Rider kamen auf die weiten Ebenen von Melusia, wo sie in die staubige Wüste rasten. Doch sie waren noch nicht in Sicherheit, und die Gefahr war weit davon entfernt, gebannt zu sein. Denn während zwar der größte Teil der auf dem Hügel stationierten Minenarbeiter weiterhin das Adeptus Mechanicus mit schnellen Finten angriff, rasten einige kleinere Fahrzeuge auf die fliehenden Transporter zu. Sergeant Behemoth, der hinten auf der Transportfläche stand und versuchte den Überblick zu behalten, erkannte die heranrasenden Fahrzeuge als Achilles Ridge Runner, die oft auf Minenwelten als Erkundungs- und Scoutfahrzeuge verwendet wurden. Auch Behemoth hatte beim vergangenen Aufstand auf Area 2 solche Fahrzeuge verwendet und kannte die Wendigkeit und überraschende Feuerkraft, die weit über ihre kleine Hülle hinwegtäuschte. Er wusste, dass Ridge Runner schneller waren und die Distanz, die zwischen ihnen und den nähernden Fahrzeugen noch bestand, schien rascher als erwünscht zu schrumpfen. Als nach wenigen Augenblicken die Scout-Fahrzeuge in Feuerdistanz waren, heulten die montierten Raketenwerfer auf und die Geschosse zischten wild auf die fliehenden Dune Rider zu. In lautem Feuerschwall ging ein Transporter in Flammen auf und blieb qualmend kopfüber liegen. Die Ridge Runner waren nahe und Behemoth musste handeln, bevor es zu spät war und die restlichen Transporter von den Raketen in rauchende Schutthaufen verwandelt wurden. Er schwang sich nach vorne und sprach mit der Kultistin, die am Steuer saß, worauf ihm diese eine Vox-Verbindung zu Sergeant Cyphers herstellte. Ich kann dir gute sowie schlechte Nachrichten verkünden, Ertönte es vom anderen Dune Rider. Ich konnte mit dem eingebauten Navigationssystem eine Stadt lokalisieren. Und nun zu den schlechten, Behemoth. Ich habe keinen Plan, wie die Verteidigungsanordnungen dieser Stadt sind. Und wie du bereits weißt, sind Ridge Runner schnell. Höllisch schnell.